Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück zu einem Überraschungsorakel, das Planetenorakulum. Ja, ich wollte dieses Orakel zu den rückläufigen Planeten schon längst machen. Wer meinen Kanal verfolgt, der weiß, ich mache immer zu verschiedenen rückläufigen Planeten ein Orakel. Allerdings bin ich in diesem Jahr sehr, sehr in Verzögerung und deswegen möchte ich jetzt ganz einfach schon mal 3 Planeten zusammenfassen. Denn es werden rückläufig, der Venus wird am 14.01. rückläufig bis zum 4.02. und greift damit in die Rückläufigkeit der Venus ein, die vom 1.1.22 bis 29.01. rückläufig im Steinbock ist. Der Merkur wird rückläufig im Wassermann und geht dann in den Steinbock hinein. Was sind denn die Aufgaben von der Venus, die jetzt zum 1.1. rückläufig geworden ist und bis zum 29.2. rückläufig im Steinbock ist? Wohin der Merkur nach seiner Rückläufigkeit nun mal auch wandert. Venus wird etwa alle 2 Jahre rückläufig. Im Übrigen, alle 8 Jahre startet die Rückläufigkeit wieder an der gleichen Stelle im Tierkreiszeichen. Es ist deshalb also aufschlussreich zu prüfen, was 2014, 2006, 1998 und so weiter in deinem Leben passiert ist. Ja, es könnte hier nochmal um Spiegelungen gehen. Ja, Venus ist nämlich dafür zuständig, den Selbstwert aufzupolieren. Ja, ich spüre wirklich ganz, ganz häufig, habe ich auch ganz, ganz häufig bei den Menschen, denen ich helfe, dass es um Selbstwertthemen geht. Ja, also Venus poliert den Selbstwert auf. Also deswegen ist es ganz wichtig, nochmal vielleicht eine Innenschau oder eine Rückschau zu starten, ja, du persönlich oder aber auch du persönlich mit deinen Menschen um dich herum, drumherum, ja, um dich drumherum. Man merkt, ich fange erst wieder an, die Orakel zu machen. Ich bin noch nicht so flüssig im Sprechen. Wie waren deine privaten oder beruflichen Beziehungen, ja? Das solltest du vielleicht hier schauen. Die Venus, die rückläufige Phase der Venus ist eine stille Zeit, ja, in der wir Möglichkeiten haben, nach innen zu blicken. Und zwar auf sehr tiefer Ebene. Jetzt gilt es, einiges an, ich will es jetzt mal sagen, Verhalten und Reaktionen mit Aufmerksamkeit zu beobachten und sich dennoch, ja, sich dennoch einzubringen, sich aber nicht von den Beobachtungen zurückhalten zu lassen oder verschrecken zu lassen. Ja, das ist auch ganz wichtig. In der Phase der rückläufigen Venus kommt es meist auch zu ja, Verwirrung in der Liebe. Also Vorsicht ist geboten. Ja? Auch die finanziellen Angelegenheiten heißt es, achtsam im Blick zu behalten. Beziehungen, die innerhalb dieser Phase beginnen, sind meistens nicht für die Ewigkeit gedacht. Die Venus mit der Aufgabe, das Selbstwertgefühl aufzupolieren, bedeutet aber auch an sich selbst Selbstzweifel zu haben. So kann manche Beziehung mit On-Off, On-Off wirklich sehr, sehr heiß hergehen und die Phasen der On- bzw. Off-Phasen können sehr, sehr schnell und radikal
Wechsel, ja, im Wechselbad der Gefühle sozusagen. Man sollte also in dieser Zeit keine Hochzeiten planen, beziehungsweise in dieser Zeit keine Hochzeitsfeier planen, denn wenn man außerhalb der rückläufigen Phase von Venus geheiratet hat und jetzt gerade wegen Corona plant man eben ein bisschen großzügiger, man macht vielleicht mehrere Feiern, sollte man diese Zeit wirklich, wie möchte ich das nennen, geräumig umsparen sozusagen, ja, also nicht innerhalb dieser Zeit und nicht außerhalb, weil man hat ja auch immer eine Schattenperiode, ja, der rückläufigen Phasen. Oder man sagt, es ist sowieso Winter, man verschiebt seine Hochzeit noch einmal bis in den Sommer. Da werden vielleicht auch die Hochzeitsfeiern anders geplant werden können. Ja, man weiß es nicht, was unsere Politiker so vorhaben. Wir können nun auch prüfen, wie es um unsere Beziehungen steht. Was brauche ich, um mich geliebt zu fühlen und welche Beziehungen sind wirklich für mich von Bedeutung? Dabei sollte auch die Beziehung zu sich selbst geklärt werden, sowie der eigene Selbstwert. Die Chancen der rückläufigen Venus sind verborgene Aspekte in sich selbst entdecken, das Bedürfnis nach Liebe und Bestätigung erforschen, herausfinden, was die tiefsten persönlichen Bedürfnisse sind. Alte Freunde und Bekannte treten wieder ins Leben, was natürlich ja auch Merkur im Übrigen was auch die Interventionen von Merkur sind. Ja, alte Beziehungen treten wieder ins Leben. Und was in der rückläufigen Phase tatsächlich auch noch sein kann, wenn es eine Trennung gab, können Paare jetzt wieder zusammenfinden. Interessant. Widerstände sind hier allerdings in Beziehungen, kann es zu Reibungen kommen. Streit und Trennungen könnten ebenfalls der Fall sein. Also wie ich eben schon sagte, on-off, on-off. Sich uneins sein wegen einem Thema und sie streiten und zu sagen, es ist Schluss, ja. Und Stunden oder Tage später kommt man wieder, es tut mir leid. Ja, also das ist hier wirklich auch die Möglichkeit. Widerstände sind aber auch die Fehler des anderen werden jetzt besonders kritisch wahrgenommen. Ja, man ist anfällig für Schuldzuweisungen und eben mit dem Finger auf andere zu zeigen. In Kontakt zu treten fällt besonders schwer in dieser Phase. Es könnte zu Konflikten mit Freunden oder auch Schwestern oder Brüdern kommen. Ja? Der Selbstwert könnte in dieser Phase wirklich sehr, sehr leiden. Besser auf einen anderen Zeitpunkt verschieben, solltet ihr deshalb also Hochzeiten, wie schon gesagt, alle größeren finanziellen Investitionen, größere Anschaffungen, Renovierungen im Haus, ein neuer, stark veränderter Haarschnitt, der kann wirklich unglaublich in die Hose gehen. Also ihr guckt in den Spiegel nach eurem Haarschnitt und ihr seid entsetzt von der Kunst dieses Friseurs, ja, und am liebsten würdet ihr ihn erdolchen oder ermorden, ja. Teure Kunst sollte man auch nicht kaufen, man läuft mit der Phase der rückläufigen Venus dementsprechend Gefahr, einem Duplikat aufzuerlegen, das man teuer bezahlt. Dann habe ich mir natürlich hier ein paar Notizen gemacht. Uranus. Uranus ist ebenfalls rückläufig, schon seit dem 01.01.2022 und bleibt rückläufig bis zum 8.01.2022 im Stier. Der Stier mit den Hörnern. Scheinsicherheiten werden aktiviert, ja, und Scheinsicherheiten werden dann aber auch entlarvt. Das ist
Das ist Uranus. Uranus wird etwa alle 12 Monate für 5 Monate rückläufig. Wird Uranus rückläufig, kann unser inneres Gleichgewicht wirklich sehr ins Wanken geraten. Spricht natürlich auch für die Venus mit den Auf-Ab und dem Selbstwertgefühl. Ja? Wer früher als gefährlich oder wagemutig galt, scheint jetzt wie soll ich das sagen? Oh, Entschuldigung. Ein Kratz im Hals. Ich muss mir gleich erstmal was zu trinken holen. Der scheint jetzt eher mehr zurückhaltend zu sein. Für all diejenigen, die eher zurückhaltend waren. Für die ist alles, was früher wagemutig und gefährlich galt, scheint jetzt wirklich machbar zu sein. Ja? Es ist auch so, die Scheinsicherheiten, die entlarvt werden, zeigen aber auch Menschen, die in irgendeiner Art und Weise sich aufplustern, ja? Sich gegen etwas zu wehren versuchen, was gesetzlich leider unumgänglich ist. Hier können, wie gesagt, es können ja Streitigkeiten entstehen, auch durch die Venus. Hier könnten Mietstreitigkeiten, Gerichtsstreitigkeiten, ja. Hier könnte jemand versuchen, weil er spürt, er ist im Unrecht, sich aufzuplustern, Kommentare abzugeben oder gegebenenfalls auch zu versuchen, dich in irgendeiner Sache einzuschüchtern, ja, damit du den Rückzieher machst, weil man eben genau weiß, dass du genau im Recht bist. Ja? Also man wird mutiger, was Straftaten angeht, weil man glaubt, wo kein Kläger, da kein Richter, könnte man sich dem entziehen. Allerdings hat man da wirklich die Rechnung ohne dich gemacht. Uranus sagt aber auch, was früher beruhigend und stabil war, gilt plötzlich als langweilig. Ja, man muss wirklich da wirklich aufpassen. Die Chancen des rückläufigen Uranus sind, die Intuition ist auf jeden Fall gesteigert. Die Einzigartigkeit wird stärker wahrgenommen, die innere Freiheit wird entdeckt, die Sehnsucht nach Unabhängigkeit ist jetzt besonders stark, plötzliche Erkenntnisse, dass sich etwas verändern muss. Ja? Widerstände, Innenschau und Selbsterkenntnis haben wir ja auch das Thema bei der Venus. Dann rebellisches, trotziges, unangepasstes Verhalten kommt häufiger vor. Wie ich schon sagte, man plustert sich auf, ne? Man versucht hier jemanden einzuschüchtern und meint, man schafft das dadurch. Ja. Man hat auch den Drang auszubrechen, Ideen und Projekte kommen jetzt langsam voran oder geraten sogar in den Stillstand. Nun ja, für manche Dinge ist das ja nur nicht wirklich schlecht, wenn es in den Stillstand geht. Besser auf einen anderen Zeitpunkt verschieben sollte man mit dem rückläufigen Uranus den Kauf von Elektrogeräten. Elektroinstallationen sollte man vorsichtig sein. Vorsicht, Hochspannung. Es könnte hier wirklich tatsächlich der Fall sein, dass man ja beim Installieren von irgendetwas eine Leitung anbohrt und sich damit in große Schwierigkeiten bringt. Oder vielleicht sogar eine gewischt bekommt und ins Krankenhaus muss. Das ist ja alles möglich. Dann gehen wir zum Merkur. Der Merkur, der zum 14.01.22, das ist jetzt in ein paar Tagen, bis zum 4.2.22 rückläufig im Wassermann wird und dann direktläufig in den Steinbock geht. Was sind denn die Eigenschaften von Merkur? Was bewirkt er mit den anderen beiden rückläufigen Planeten, in die er jetzt eingreift? Merkur wird etwa dreimal im Jahr circa dreiwöchentlich rückläufig.
2021 war der Kommunikationsplanet in den Luftzeichen rückläufig und fungierte als Götterbote zwischen dem Unbewussten und dem Bewusstsein. Der Merkur in diesem Jahr, der rückläufige Merkur, steht dafür, dass man Gedanken in die Tat umsetzt. Das Ziel, Fragezeichen. Ein neues Bewusstsein 2022 wird er seine nach innen gerichtete Phase in den Luft- und Erdzeichen verbringen. Jetzt geht es darum, die Erkenntnisse der letzten Jahre oder beziehungsweise spezifisch des letzten Jahres auch in die Tat umzusetzen. Merkur steht unter anderem für die Sprache, Intellekt, Vermittlung, für analytisches und logisches Denken. Merkurs Rückläufigkeit lädt zu einer geistigen Auszeit ein, eine Phase, in der wir dringend noch einmal überdenken müssen, was vorher war oder Pläne, die wir vorher geschmiedet haben. In dieser Zeit nach innen gerichtet, in dieser nach innen gerichteten Zeit, so will ich das sagen, kann sich zum Beispiel aus einer Idee ein förmliches Konzept, vielleicht sogar ein Geschäftskonzept entwickeln. Folgendes Motto sollten wir jetzt aber unbedingt beherzigen. Erst denken, dann sprechen. Wie ich vorher schon mal sagte, was der Uranus, man plustert sich auf und sagt dann Dinge, die man nachher nicht mehr rückgängig machen kann. Man setzt sich sozusagen selbst in die Falle. Deswegen Gedanken in die Tat umsetzen, mit dem Kommunikationsplanet Merkur wirklich, bevor man spricht, bewusst denken, Bewusstsein aktivieren. Ja, und dann eben auch erst nach den Gedanken, wenn man sagt, okay, Sie sind sicher, danach handeln. Ja? Denn wir haben ja letzten Endes mit Uranus auch die Scheinsicherheiten, die entlarvt werden. Ja? Also man könnte sich auch selbst in eine Falle reiten und sich dabei entlarven, dass man sich wirklich in die Grube gesetzt hat. Denn wer anderen eine Grube gräbt, fällt nun mal selbst hinein. Die Chancen von dem Merkur sind unter anderem in geschäftlichen Beziehungen Kunden zurückzugewinnen, liegen gebliebene Korrespondenzen erledigen, der inneren Stimme zu folgen, sich Zeit lassen und etwas Entschleunigung, Meditation genießen, sich wirklich auch Zeit dafür nehmen, die Erfahrung der letzten Monate verarbeiten, mit den inneren Glaubenssätzen arbeiten, Verhaltensmuster verändern, etwas reklamieren, Gegenstände oder vielleicht auch Gedanken, Dinge, die man getan hat, reklamieren, sich vielleicht auch bei anderen Menschen dabei zu entschuldigen. Und was Sie unbedingt da draußen was ihr alle da unbedingt da draußen machen sollt, ist ein Backup eurer Festplatte erstellen. Ob das nun die Festplatte eures Computers ist oder die sprichwörtliche Festplatte im Kopf, das Universum triggert gegebenenfalls Dinge an, dass man die nochmal hochkommen, dass man die speichern sollte oder eben ganz von der Festplatte zu löschen, im Inneren, auf der inneren Festplatte. Ansonsten, wenn es um die technische Festplatte geht, wirklich unbedingt ein Backup erstellen und eine Datensicherung machen. Da kann euch wirklich viel
Dummes passieren und wirklich wichtige Unterlagen oder Daten können hier abhanden kommen. Wichtig ist auch, sagt mir Erzengel Jeremiel, für diesen rückläufigen Merkur, dass man unbedingt überprüfen soll, ob das Virenprogramm auf seinem PC, ob man nun ein kostenfreies oder ein gekauftes hat, noch wirklich der heutigen Zeit entspricht, weil ansonsten könnte man dementsprechend auch auf die Nase fallen. Was sind denn die Widerstände des rückläufigen Merkur? Wie immer bei Merkur kann es zu Verzögerungen kommen, egal ob es um Reisen geht, ob es um Lieferungen geht, Postsendungen geht. Merkur ist in der Schattenperiode. Jetzt weiß ich, warum mein Paket zu spät gekommen ist. Denn bevor ich das Video angefangen habe zu drehen, hat es an der Tür geklingelt. Ja, wie gesagt, Reisen können länger dauern als gedacht. Ja, vielleicht, wenn man mit dem Flieger reist, wird der Flieger eine Zwischenstation einlegen müssen. Ein Flugzeug geht kaputt, muss ausgewechselt werden. Die Maschine kann vielleicht nicht rechtzeitig starten und so weiter. Kommunikation im zwischenmenschlichen Bereich bringen häufig Probleme und Missverständnisse mit sich. Das bedeutet, immer vorsichtig sein mit WhatsApp verschicken. Das gesagte Wort ist doch eher unmissverständlicher als das gesprochene Wort. Hier würde ich eher zu Voice-Nachrichten greifen, ihr Lieben. Und gegebenenfalls können aber auch die sich verzögern. Ja, denn technische Geräte gehen häufiger kaputt oder spinnen in der rückläufigen Phase des Merkurs. Auf Verträge solltet ihr wirklich besonders achten, denn die solltet ihr jetzt wirklich nicht unterzeichnen. Wenn das sich nicht vermeiden lässt, das Kleingedruckte lesen oder am besten, wenn es um Mietverträge etc. geht, da wirklich nochmal genauer hinschauen, denn schneller Entschluss bringt oft Verdruss. Ja? Geratet ihr in eine Wohnung, wo ihr etwas nicht bedacht oder nicht gesehen habt und erwischt vielleicht auch noch einen Vermieter, der gerne das Geld einstreicht, aber keine Reparaturen macht. Und schon habt ihr den Ärger am Hals. Es ist auch keine gute Zeit, sich etwas Neues anzuschaffen oder etwas Neues zu starten. Ja, da ist der Merkur echt ein bisschen widerspenstig, weil die Aufgabe von Merkur in diesem Jahr ist ja Gedanken in die Tat umsetzen. Also ihr könnt jetzt schon anhand von dem, was ich über den Merkur gesagt habe, feststellen, dass manche Gedanken und Handlungen, die man in die Tat umsetzen möchte, mit sehr vielen Hindernissen und Turbulenzen verbunden sein kann. Was sollte man also besser auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, damit man hier ja nicht in diesen Strudel gerät? Eine Reise sollte man vielleicht nicht jetzt in dieser Zeit buchen. Ja? Wenn er wieder direktläufig im Steinbock ist, in der Schattenperiode, ist diese Phase zwar immer noch da, wo es so ein bisschen ruckelt, aber eben abgemildert und abgeschwächt und nicht mehr so dramatisch schlimm. Wichtige Verträge sollte man besser auch nicht unterschreiben. Firmengründungen sind, ja, wie gesagt, du könntest mehr Stress als Nutzen haben, wenn du das in dieser Zeit tust. Telefone in Betrieb nehmen, technische Geräte kaufen, Bücher veröffentlichen, wichtige Entscheidungen und große Investitionen dürft und sollt ihr auch auf später verschieben. Ja, also so viel zum rückläufigen Merkur und den anderen rückläufigen Planeten. Wir gehen und starten gleich in das Orakel. Ich werde jetzt aber erstmal die Kamera auf Pause drücken. Ich schätze mal, ich werde die Karten live vor der Kamera mischen. So ist es mir jedenfalls intuitiv eingegeben worden. Aber ich werde jetzt erst auch einmal
kurzes Päuschen machen, bevor ich in das Orakel starte. In der Zwischenzeit was trinken und natürlich den Handy-Akku der Kamera laden. Also, bis später. So, willkommen zurück. Die Kamera hat jetzt, denke ich, hoffentlich fertig geladen. Grünes Licht für den Start haben wir. Im Übrigen habe ich auch im ersten Teil noch ganz vergessen zu erwähnen, dass währenddessen diese Planeten rückläufig sind. Die Venus ist ja bis zum 29.01. rückläufig und Uranus bis zum 18. Uranus fällt da dementsprechend dann schon raus, aber die Venus und der Merkur fallen eben noch rein in die Portaltage, denn wir haben wieder 10 Portaltage in diesem Zeitraum, wo diese Planeten sich zusammen vereinigen. Und das ist am 24.01. bis zum 2.2.22. Und der 2.2.22 ist ebenfalls nochmal ein extrem starker Portaltag. Nur beiläufig mal erwähnt. So, für diese Legung sollen zum Tragen kommen das Gilded Reverie Lenormand von Giro Marchetti, die Expanded Edition. Dann haben wir die Kipperkarten von dem lieben Giro Marchetti. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob sie durchkommen, aber ich stelle sie trotzdem vor. Oracle of Vision von Giro Marchetti. So, ich will mal schauen, ob wir die Kamera noch ein bisschen nach unten justieren können. So, ich glaube, so kommen wir zurecht. Da, das Kind ist auch dabei. Und wir fangen an mit den Lenormand-Karten und wollen mal schauen, was uns diese 3 Planeten, die zusammen eine Vereinigung, eine Hochzeit sozusagen eingehen, ja, uns für Chancen und Schwierigkeiten bringen können und inwieweit die Portaltage dadurch beeinflusst, verstärkt werden oder die Portaltage die Planeten bestärken. Ich habe mich zum Live-Mischen hier neben die Kamera gestellt und hoffe, dass ich die Kamera nicht anschubse, denn ich mache es mal kurz. Die ist an einem Schwanenhals und dann, ihr Lieben, werdet ihr mir wahrscheinlich seekrank. Zack, und schon ist es passiert. So, jetzt warte ich, bis die Kamera so einigermaßen... So, gut. Das Werkzeug reinigen wir. Kann im Übrigen auch sein, wenn ich hier am Tisch, auf dem Tisch komme, dass das dann ebenfalls wackelt. So, ihr seht die Karten. Fange an zu mischen. Oh, da fliegt eine. Das ist immer das Hauptthema. Ui, die Schlange. Die Schlange steht für die Verführung, aber auch für die Falschheit, die List. Ne? So eine Schlange kann mal schnell zubeißen, zuschlagen. Und man sieht hier auch die Äpfel drumherum, ja, die Verführung. Ja? Also es geht hier um Falschheit, Giftigkeit, List. Ja? Wie ich schon sagte, in irgendeiner Mietgeschichte, Arbeitsverträge, Verträge etc., Gedanken in die Tat umsetzen, ja, nicht fertig ausgedacht haben und sich dann selbst in die Grube reinfallen lassen, ja, also hier wirklich Achtung, ob du es nun bist oder jemand anders, der hiervon betroffen ist. Ich glaube, wir werden die Kamera noch mal anders einstellen müssen. Ich muss auf jeden Fall noch mal ein bisschen ranschwenken und die Karte ein bisschen weiter oben. Das ist nämlich das zentrale Thema. Egal wie wir es machen, wie wir es drehen und wenden, es wird ein bisschen schwierig hier mit dem Platzangebot. Machen wir die Kamera mal ganz runter. Einmal hier rüber schwenken. So, ich
bisschen kann ich noch. Und dann werden wir mal gucken, wie wir die Karten auslegen. Wir müssen vielleicht noch mal justieren. So, ne? Also ganz egal, ob du das jetzt bist, die irgendwelche falschen Gedanken einer anderen Person gegenüber hat, oder ob du das Gefühl hast, da kommt jetzt demnächst, ja, Thors Hammer kommt mir jetzt irgendwie auf dich zu. Ja, da ist Vorsicht geboten. Wir schauen, wie es sich entwickelt. Ui, zack. Diese Geschehnisse, die hier passieren, denn wir haben den Sarg hier, ja, mit dem Irrgarten. Der Sarg steht für etwas, was zu Ende geht, aber auch für eine Transformation. Ja, diese Dinge müssen jetzt geschehen, damit etwas in die Transformation gehen kann. Ja, seht ihr das noch? Ja. Also besser wäre es ja praktisch von oben, aber das ist hier mit dem nicht möglich. Die Dinge, Gedankengänge, ja, jemanden in die Irre führen, ja, oder sich in die Irre geführt zu fühlen, ja. Das ist jetzt, ja, das ist jetzt Thema. Das Hauptthema ist die List und die Falschheit, die hier ist. Ja, also in der Liebe könnte man sagen, du hast dich in das Licht gefühlt, ja, oder bist in das Licht geführt worden. Das hier geht aber dann jetzt auch in die Transformation. Mit der Transformation ist immer gemeint, dass sich etwas verändert. Ne? Ob es zum Guten oder zum Schlechten ist, werden wir noch rausfinden. Hier muss jemand die Richtung ändern, ne? Oder sich für einen Weg entscheiden. Man sieht hier die Karte 22. Ne? Wir haben das Jahr 22. Die Portaltage sind bis zum 2.2.22. Ja, also hier muss man Entscheidungen treffen. Ja? Entscheidungen, etwas zu verändern oder etwas nochmal zu überdenken, hatten wir ja auch eben, als wir die Planeten unter die Lupe genommen haben, ja. Plötzlich. Und schaut, habt ihr gesehen, wie diese Karte geflogen ist? Ich habe gar nicht wirklich die Karte hinlegen müssen. Die ist nämlich genau an diese Stelle gefallen. Plötzlich schlägt die Sense. Die Sichel, die Sense schlägt in die Schlange, in die Falschheit. Ja? Etwas, was jemand jetzt tut, um dir Schaden zuzufügen, kommt sprichwörtlich mit der Sense wie ein Bumerang zurück. Ja? In Liebesdingen würde das jetzt heißen, dass jemand die Maske ablegt, die Falschheit ablegt, falsche Aussagen revidiert, ja, weil er sich selbst in die Irre geführt hat und merkt, dass der Weg, den man gegangen ist, eben leider nur zu Verdruss geführt hat. Schneller Entschluss bringt eben doch nur Verdruss. Ja. Die wollte fallen. Ihr lieben Engel, bitte noch einmal. Ah ja, gut. Denn wenn jemand behördliche Dinge gegen dich gemacht hat oder in Mietstreitigkeiten, ja, hat diese Person mit den Dingen, die sie hier getan hat, sich selbst ins eigene Fleisch geschnitten. Ja? Denn die Falschheit, die diese Person in sich trägt, kommt hier jetzt mit dem Park
mit dem Park kommt die an die Öffentlichkeit. Ja? Das öffentliche Interesse an dieser Person hier ist extrem geweckt. Und es würde mich nicht wundern, wenn diese Person, die diese falschen Dinge jetzt gemacht hat, dafür Rechenschaft ablegen muss. Denn wir haben den Tod. Ne? Wir haben Gott Anubis, ne? Der Wächter der Herzen, der die Herzen abgewogen hat, ob man denn ins Himmelreich einsteigen will. Und wenn man hier nach unten geht von der Karte dem Tod, der Sarg, nach der Schlange, ne, bedeutet das hier, jemand hat eine Prüfung hier nicht bestanden, auf ganzer Linie versagt, hat Leute in die Irre geführt und muss jetzt plötzlich Rechenschaft vor allen ablegen. Es ist nicht mehr so, dass diese Dinge hinter verschlossenen Mauern bleiben. Ja? Wenn ihr also einen Mietstreit oder irgendetwas habt, wo jemand euch nötigt, diskreditiert, wo ein Mob von Menschen entstanden ist, der auf dich losgeht, das hier geht wie ein Bumerang an diese Leute zurück. Ja? Die werden sich wundern. Die müssen hier neue Wege einschlagen, denn der Irrgarten sagt auch über der Schlange aus, die werden bald nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht. Ja? Vor lauter öffentlichen Interesse und Briefen von Behörden oder Besuchen von Behörden werden die bald nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht. Ja. Vielleicht hast du dazu nicht so viel beigetragen, vielleicht hast du einfach nur dein Recht wahrgenommen, ja, möglicherweise. In Liebesdingen legt jetzt jemand wirklich die falschen Intentionen ab, Ängste ab. Ja? Wenn jemand in dich verliebt ist und sagt, dass er es nicht ist, weil er vielleicht Angst vor einer Bindung hat, rumirrt, dann hat er noch eine Aufgabe, er wie sie eine Aufgabe zu lösen und muss das in die Transformation geben. Ja? So, jetzt muss ich doch die Kamera ein bisschen zurücknehmen, damit wir das noch hinbekommen hier. Vielleicht geht es auch besser so. Jetzt ist das Bild ein bisschen schief, aber ich finde es gar nicht so schlecht, ihr Lieben, weil ich kriege dann alle Karten runter. Ich weiß, das ist das Nervige, wenn man live legt. Ja, manche User nervt es wirklich extrem, wenn die Kamera hin und her. Aber es ist halt leider nicht anders machbar. Ich habe keine Kamera mit irgendeinem Zoom-Objektiv. Ja. So, dann machen wir weiter. Zack. Wo soll die hin? An 7. Stelle. Verdeckt. Okay. Auch verdeckt. Oh. Mama mia, die sind jetzt aber geflogen, die könnt ihr nicht sehen, weil sie außerhalb des Bereiches geflogen sind. Aber hier haben wir den Reiter und der Hund für die Treue. Jetzt decken wir mal die anderen beiden auf. Oh. Oh, der wartende Mann und der Eisbär. Ja, also in Liebesdingen wird jemand merken, dass er genauso wie sie, also ist ja ein allgemeines Orakel, wenn du deinen Herzensmann hier findest, ja, bei dem, was ich sage, dann wird es er sein, auf den das zutrifft. Deine Herzensdame oder es trifft auf dich selbst zu. In Liebesdingen merkt hier jemand, dass die Schiene, die man gefahren ist,
einem wirklich nur sprichwörtlich Unglück eingebracht hat. Ja, keinen Erfolg versprochen hat, nicht den, den man sich letzten Endes gewünscht hat, ja, denn das Herz ist hier öffentlich zugänglich und man sieht hier den Mann, wie er hier sitzt und wartet, ne? Mit einer Rose. Er wartet auf ein Date, ja. Die Karte hier neben der Reiterkarte und dem Hund zeigt mir letzten Endes nur, dass jemand die Geschichten, die man so gemacht hat, unterlässt. Das Eis bei diesem Eisbären zeigt mir auf dieser Karte und sagt mir intuitiv, jemand kommt aus seiner Starre heraus. Ja? Eiseskälte herrschte in diesem Herz und jemand kommt aus dieser Starre heraus. Ja? Der Reiter steht für Nachrichten, schnelle Nachrichten, aber auch für das Auf und Ab des Lebens, denn man sieht, die Dame hat hier einen Brief in der Hand, sitzt auf einem Karussellpferd und ein Regenbogen ist darunter und es symbolisiert immer die Hoffnung. Ja? Der Hund steht für die Treue und die Freundschaft und man sieht, der Hund bringt hier auch die Leine. Ja? Also jemand kommt hier auf dich zu und sagt, du, hör zu, ich habe das aus diesen und jenen Gründen gemacht, das war nicht in Ordnung, bitte verzeih mir, mein Herz hängt an dir. Wenn es um rechtliche Streitigkeiten geht, zum Beispiel mit einem Vermieter, wird man hier wirklich auf einer Position als Vermieter und Eigentümer sitzen, wo man merkt, oh Mist, hier hat es mich eiskalt erwischt, ich habe Dinge gemacht, ohne nachzudenken. Ja, und dann versucht man hier gut Wetter zu machen oder wieder gute Luft zu verbreiten. Ja, man zeigt sich wieder freundlich. Ja, ob das letzten Endes, ja, weil man muss aufpassen mit diesen Planetenkonstellationen, ob das wirklich ernst gemeint ist oder ob man das letzten Endes nur zum Selbstschutz macht, weil man hier sprichwörtlich, Entschuldigung das Wort, die Scheiße am Backen hängen hat, ja, und gar nicht anders kann, weil man steht mit dem Rücken zur Wand. Ne? Man sieht hier, der ist an eine Wand gelehnt. Ne, der Mensch hier. Man steht mit dem Rücken zur Wand, ne, und man revidiert mit einer Nachricht oder einem Brief etwas und gibt sich wieder freundlich oder sagt, komm, lass uns doch wieder gut miteinander sein. Ob das so gut ist, ist die Frage. Ich werde noch 2 Zusatzkarten aus dem Lenormand nehmen. Ihr wippt mit. Es ist fast so, als hättet ihr die Karten selbst in der Hand zu mischen. Es ist der Berg, die Blockaden. Also ich glaube, ihr traut dieser Sache, diesem Frieden oder diesem gespielten Frieden nicht so. Es ist zu viel passiert. Ja. Es ist zu viel passiert, was dich aus der Stabilität gebracht hat. Der Baum steht für die Stabilität und die Verwurzelung. Ja? Da man hier aber bei dem Baum, ne, die Merkaba sieht, durch die der Regenbogen geht, könnte man hier fast schon sagen, dass du dir die Situation, die hier auf dich zukommt, und dass alles wieder gut wird, herbeigewünscht hast. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Engel sagen gerade, sie möchten bitte noch eine Karte aus dem Lenormand. Ihr sagtet eine. Ja, die Situation hier ist göttlich geführt. Ja, es geht um einen Neuanfang, einen Neustart. Man könnte hier aber auch sagen, ne, weil wir die Schlange und den Anubis haben, beides, ja, eben Götter, ja, aus der Vergangenheit,
dass diese Dinge karmisch bedingt sind, die dir jetzt hier widerfahren. Du sowie die andere Person sollen aus dieser Situation etwas lernen. Ich lege die mal so hin. Gut. Was für ein Kartendeck soll es jetzt sein? Okay, gut, dann nehmen wir das. Einmal die Kipperkarten. Sind auch ganz durcheinander. Wir reinigen unser Werkzeug. Okay, alles klar. Ich danke euch für den Hinweis. Ja, demnächst werde ich mein Werkzeug zuerst sortieren. Ich gucke es noch mal durch. Gut, okay. War das jetzt alles? Okay. Mir scheint so, weil auch die Planetenkonstellation einer der Planeten für das Finanzielle steht, dass es hier auch um Haben und Nicht-Haben geht. Das kommt mir gerade so hoch. Verlust oder Gewinn? Gut. Ja, Verlust oder Gewinn, ne? Zu hohen Ehren kommen, ja. Genau das ist es. Ja? Es geht darum, mietrechtlichen Dingen. Man weiß, man hat ein Objekt vermietet, was nicht so im rechtlichen Sinne heißt es im vertragsmäßigen Gebrauch, das weiß man. Man weiß, man hat denjenigen arglistig hier getäuscht, ne? Und man weiß, man muss das Schlimmste hier verhindern, ja, indem man hier ein Friedensangebot macht, ne? Aber das Friedensangebot, was hier kommt, vor allen Dingen was vertragliche Gelegenheiten angeht, ist hier letzten Endes nur, damit man sich hier eiskalt aus der Affäre ziehen kann, ne? Man nimmt die Dinge so hin, ne? Man weiß, man hat das sowieso so zerrüttet, dass du eh nicht mehr da wohnen möchtest, ne? Aber man kommt mit einem Friedensangebot um die Ecke, weil man eben einen Prozess, dass etwas in die Öffentlichkeit geht, ja, verhindern möchte. Es ist sowieso schon genug in der Öffentlichkeit gelandet, ja, was dieser Person hier geschadet hat, weil du dich gewehrt hast, ja. Deine karmische Aufgabe hier liegt darin, vielleicht sogar auch gewisse Dinge hier zu blockieren, ja, und etwas, was karmisch bedingt ist, nicht mehr mit dir machen zu lassen, in die Stabilität zu kommen, ja, in die Verwurzelung, um eben deinen Neuanfang hier zu starten, ne? In Liebesdingen würde man sagen, jemand ändert auch seine Taktik, jemand ändert einfach seine Richtung. Hat man letzten Endes eine Schiene gefahren, die hier verwirrend erschien, ja, wird man hier ehrlich auspacken, ne? Weil man eigentlich im Grunde genommen bei dieser Person hoch im Kurs steht, ja, und eigentlich auch zu hohen Ehren kommen möchte. Ihr mischt die Karten mit. Ah ja, gut. Ja, also der reiche, gute Herr. Entweder du bekommst hier in mietrechtlichen Dingen Hilfe von einem Anwalt, ja, der diese Person hier beeindruckt und sie einfach auch die Richtung ändert, ihre Pläne, dich marode zu machen, über Bord wirft.
In der Liebe könnte das wirklich tatsächlich heißen, dass sich jemand offen gibt, offen zeigt, ja. Denn der reiche gute Herr, wenn man das Reich mal weglässt, bedeutet ja hier zeigt sich jemand offen und lässig, ja. Hier sagt wirklich jemand, was sein Herz bewegt. Wir haben nämlich hier den angenehmen Brief und eine Reise. Ja, es könnte hier wirklich jetzt in Liebesdingen darum gehen, dass du eine Einladung erhältst. Ne? In mietrechtlichen Dingen könnte es hier wirklich ein guter Ausgang sein, indem du ja, ist ja auch gerade hier das Telefon, ne? Das sehe ich gerade auch, ne? Indem du vielleicht einen Rückruf bekommst auf eine Antwort oder eine Anzeige, die du gestartet hast. Und du kannst dich hier auf die Reise machen, weil wir haben ja auch die Öffentlichkeit, dir dieses anzuschauen, ja. In Liebesdingen, wie gesagt, sehe ich eine ganz andere Richtung. Ja, ich sehe wirklich, dass jemand seine Eiseskälte hier ablegt. Ja, dir schreibt, dich einlädt. Die Dinge, die vorher blockiert waren, sind freigelegt, weil hier karmische Dinge auch zu Ende gebracht worden sind. Ja, bearbeitet worden sind, in die Vergebung und in die Lösung gegangen sind. Und dann kommt die Stabilität rein mit dem Neuanfang. So, und dann will dann doch noch das Oracle of Visions durchkommen. Es ist jedes Mal das Gleiche an meinem Arbeitsplatz, wenn ich euch die Karten lege, die Kartons der Karten. Ihr dürftet nicht die Kameraeinstellung nach da sehen, es fliegt alles herum. Ja, durcheinander, es ist überhaupt gar nicht, entspricht gar nicht meinem Typ. Aber das sind, glaube ich, auch die rückläufigen Planeten, die machen mich ebenfalls auch konfus. So, wie viele Karten? 2. Alles klar. Ja, danke für den Hinweis. Ich habe natürlich das Werkzeug nicht gereinigt. Gut. Säcke machen mich konfus. Naja, die wollte raus. Und noch eine. Uff. Die ist aber rausgeschmettert. Ja, ja. Wir sehen hier die Friedenstaube. Ja, also eindeutig eine Frau, die eine weiße Taube hat, verträumt aussieht. Die Karte hier steht für den Frieden, ja, von meinem Gefühl her. Und ja, es kommt hier auch in mietrechtlichen Sachen raus, dass man sich mit fremden Federn geschmückt hat. Ne? Die Dame hier hat so viel Kunstwerke im Haar und auch Federn. Ne? Sich zu etwas gemacht hat, was sie gar nicht ist. Ja? Vielleicht kommt hier sogar auch raus, dass deine Vermieterin gar nicht die Eigentümerin der Immobilie ist. Dass sie einfach nur beauftragt oder betraut wurde damit, das Objekt zu verwalten. Nicht einmal, vielleicht sogar nicht einmal Wohnungen in diesem Objekt vermieten darf, ja, also nicht berechtigt ist und vielleicht sich sogar als Eigentümerin ausgegeben hat. Ne? Also da ist es sehr interessant, da will ich mal näher reinschauen. Wie gesagt, diese Karte hier steht auch fürs Künstlerische. Ne? Also vielleicht hast du es hier mit einer Person zu tun, die sich künstlich darin versteht, sich zu verstellen oder dir etwas vorzumachen. Vielleicht sogar eine Geschichtenerzählerin. Ne? Diese Karte steht für Heilung und Kraft. Ja? Heilung und Kraft, aber auch den Kontakt bieten, den Kontakt pflegen. Ja? Also entweder heckt man hier im gewissen Sinne einen anderen Plan aus, ja, dir freundlich zu kommen, ja, vielleicht dir sogar
ersatzweise, ne, ersatzweise etwas anzubieten, wo du hingehen kannst, weil man ja so uneinsichtig war, ist man bereit, dir zu helfen, eine andere Wohnung oder wie auch immer zu finden, ja, und da macht man ein Friedensangebot. Also ich bin mir nicht so sicher, ob das mit dieser Planetenkonstellation gut ist. Auf jeden Fall gut ist, die Dinge hier zu hinterfragen. Ja? Nicht umsonst schlägt hier hinten die Sense, ja, in die Schlange hinein. Also vertragliche Dinge, ob es im Arbeitsvertrag, ein Mietvertrag, ein Sparvertrag, vermögenswirksame Leistungsvertrag, Versicherungsverträge etc. Da würde ich aufpassen, ja, da wirklich nochmal mit einem Ohr mehr und einem Auge mehr auf die Dinge schauen. In der Liebe sehe ich was ganz anderes, gerade weil hier zum Schluss zweimal der Brief gefallen ist, ja, mit der Treue. In der Liebe sehe ich hier wirklich eine Einladung auf dich zukommen. Innerhalb dieser Zeit der rückläufigen Planeten, ja, vor allen Dingen in der Zeit der rückläufigen Venus und des rückläufigen Marses, ja. So ihr Lieben, das war das Orakel. Ich hoffe, ihr konntet euch da so ein bisschen wiederfinden. Ich kann natürlich noch einige andere Szenarien sagen. Im Übrigen kommt mir im Punkto Freundschaft, weil wir hier die Freundschaft liegen haben, auch, dass sich jemand bei dir für einen großen Fehler, was man gemacht hat, entschuldigen wird. Ja. Es gab hier vielleicht Streit, ja, der Streit soll sterben, kommt mir mit der Karte der Sarg da oben, ja. Ja, das Umherirren soll aufhören, man geht neue Wege, ja, und man geht damit ganz offen und ehrlich um, ne, weil hier ja auch die Öffentlichkeit ist, ja. Jemand lässt sich hier vielleicht sogar eine Überraschungsentschuldigung für dich einfallen. Ja? Du musst immer abwägen, was denn passiert ist, ja? Ob du diese Freundschaft noch möchtest oder noch annehmen kannst. Ich für meinen Teil finde immer, wenn etwas beendet ist, ja, vor allen Dingen im freundschaftlichen Bereich, wird es nie wieder so wie vorher. Manches kann man erdulden und manches kann man nicht erdulden. Was man auf jeden Fall nicht machen sollte, eine Situation ohne Liebe verlassen, ja, und ohne Vergebung verlassen. Das hinkt dir ewig nach und die Energie macht es nicht besser. Die Energie läuft dir nach und ich will es jetzt mal hart ausdrücken, es verkorkst dir dein ganzes weiteres zukünftiges Leben. Ja? Also solltest du hier nicht mehr eine Freundschaft nicht mehr für duldbar erachten oder nicht mehr annehmbar erachten, auch wenn ein Friedensangebot kommt, dann nimm das Friedensangebot an und verlasse die Situation in bedingungsloser Liebe und mit Vergebung. Dieser Mensch, der so gehandelt hat, der hat sicherlich seine Gründe und seine Ängste und seine Prägungen, die dahinter stehen. Und ihr seid aufeinander getroffen, ja, damit ihr beide etwas davon lernen könnt. Egal welche Situation, ja, geht immer bewusst mit den Dingen um. Das ist mein Schlusswort, mein Schlussplädoyer sozusagen. Und dann wünsche ich euch eine angenehme Zeit und wir sehen uns im nächsten Orakel, dem Portaltag-Orakel wieder. Ciao, ciao. Namaste.